auch in Köln bei dem Brings und haben da im Übungsraum rumgeschnuppert. Komm, der Stefan kann besser spielen als Schreiben unsere Hits nur im Bus. Stefan kann besser spielen als der Harry. Genau. Ich saß im Bus. Und ich bin bevor er durch die Water kam. Auf einmal kommt der Oberstraße. Und sagte mir, mein Junge, pass gut auf, dass du nur ein spitzenste Einstar war. 2 Hunde an der Leine. So, jetzt sind wir hier nach lockeren fast ungefähr 8 Stunden, oder? Ja, ich glaube 8 Stunden hat es gedauert, von Köln bis hier hoch. Sind wir hier im Brings Tourbus schon unterwegs. Das ist wirklich ein richtig geiles Teil, so ein richtiger Oldtimer. Ihr fahrt immer mit dem Teil, oder? Ja, wir haben den noch nicht so lange. Wir haben uns den gekauft vor 2 Monaten und das war vorher ein Schulbus irgendwie. Und der Typ, dem das Busunternehmen gehört, das ist ein Bekannter von uns. Und so haben wir den Bus gekauft, der ist alt schon, haben den ein bisschen umgebaut, einen Fernseher reingemacht und dass wir hinten unsere Sachen reinkriegen. Jetzt fahren wir damit rum. Das ist so richtig Bandfeeling wie früher. Die ganze Truppe in einem Bus, Video, Getränke, Instrumente. Ja, wir sind unabhängig, so können wir spielen. Weißt du, wenn Leute anrufen und sagen, habt ihr Lust zu spielen, packen wir unsere Klamotten hinten rein und fahren los. Spielen ist für eine Band das Wichtigste. Und deshalb fährt eine Band aus dem Rheinland schon mal nach Bredstedt an die Nordseeküste, auch wenn es nur für einen einzigen Gig ist. Brings heißt so wie der Frontmann Peter Brings. Anfang der 90er gegründet, spielt die Band im Vorprogramm der Simple Minds von Tom Petty, bringt nach und nach 4 Platten heraus. Die Musikpresse erklärt Brings schnell zum Hoffnungsträger der deutschen Rockmusik. Das ist nett, aber belastet auch. Brings ist eine echte Liveband, 120, 150 Konzerte pro Jahr, das hat's schon gegeben. Inzwischen werden sie vom Bab-Gitarristen Häuser produziert, aber der bundesweite Durchbruch lässt noch auf sich warten. Auf die Autobahn, Platz, wo man nicht leben kann. War immer zu eng, die Zeit ist schon 4, haben nichts gefunden, wohnt immer noch hier. Glaubst du denn, dass dein Engel gefallen ist? Selbst die Hoffnung lässt dich im Stich. Der Luftschlösser, die können brennen. Doch niemals darfst du dich von Träumen trennen. Luftschlösser, die können brennen. Schloss aus Luft und Turm aus Blei. 2 Wochen nach dem Bredstedter Konzert haben wir Brings in Köln besucht. Früher hat Lindenberg-Fan Peter Brings ausschließlich Kölsch getextet. Viele Songs sind genau beobachtete Milieustudien. Um Songs zu schreiben, muss ich durch die Gegend ziehen und mit möglichst abgedrehten Leuten quatschen, sagt Peter Brings. Und zwar, weißt du was? Der Kurs schief, aber Nee, wenn nicht schief, aber das ist so, jeder will anderes, aber auch okay. Jungs, hier, Moment, eine Sache. Bevor wir in den Chor reingehen, können wir nicht so eine Break machen, so eine Pause machen und dann geht der Christian rein mit diesem Dacker, 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 der Chorus, ne? Wo wir schon powermäßig sind, dann machen wir Dacker, 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 Dacker und dann kommt der Chor, der Aerosmith-Chor, oder was auch immer. So, ja. Gib mir oder gib bei mir dieser dein... Beatles-Nummer. Ja. Plus das totale Chaos. Was ist das? Das ist voll. Lieber Helge Schneider, hier, danke. 1, 2, 3.
wir arbeiten alle an unserem Zeug. Also ich komme mit dem Zeug hier hin oder der Harry kommt mit irgendwas, was er schon zu Hause vorbereitet hat. Wenn du Glück hast, sagen alle, lass mal dran arbeiten. Manchmal sagen sie auch direkt, kannst du voll in die Mülltonne hauen. Ne? Ja, das ist oft so. Das ist frustrierend, wenn du immer am Schreiben bist zu Hause und denkst, boah, ich habe eine Riesennummer geschrieben, kommst du hin, spielst sie vor und alle so. So, passiert öfters. Total oft, bist du abgefuckt. Also ich bin dann immer abgefuckt. Ey. Also arrangieren versuchen wir alle gemeinsam zu arrangieren. Und also so schreiben, ich schreibe mit dem Harry zusammen eine Nummer, mit dem Stefan, manchmal mit dem Kai, der Kai mit dem Harry, also wir alle zusammen, das ist total verschieden. Mhm. Geht euch nicht manchmal auf den Sack so? Ja, doch, tierisch. Und zwar öfters, ja. Also ich meine, das bleibt ja auch nicht aus, ne? Wir haben würde ich ja mal sagen, irgendwie genauso viel Krach wie in jeder gut laufenden Beziehung, irgendwie, die lebt. Also ich kann mir das gar nicht anders vorstellen. Ich mache mit Peter schon immer Musik zusammen. Wir spielen jetzt, glaube ich, in Bands. Wirklich schon, Peter hat angefangen mit 13, da war ich 12. Kannst du überlegen, so 17 Jahre schon. Zurzeit arbeiten Brings an ihrem 5. Album. Ihre Plattenfirma EMI Elektrola setzt einige Hoffnungen in die 5 Kölner. Das ist das Gelände von der EMI und da oben ist der Übungsraum von den Brings. Was war denn da vorher drin? Also dieses ganze Gebäude da ist das ehemalige Presswerk der EMI Elektrola. Es sind so 30 Jahre lang alle Vinylplatten gepresst worden. Also beispielsweise in den 60ern alles, was die Beatles gemacht haben. Also jede Platte in Europa, die von den Beatles verkauft worden ist dort gepresst worden. Im Rockbereich brauchst du manchmal 4 bis 5 Alben. Also siehe, Bab, der Durchbruch kam für die ja erst beim 3. Album. Bei Fury in the Slaughterhouse hat es 4 oder 5 Alben gedauert. Oder denk nur an Pur. Also das waren, glaube ich, auch 5 oder 6 Alben sogar, bis die Band mal wirklich einen Break hatte. Wie lange dauert es noch bei Brings? Das weiß ich nicht. Die bereiten sich ja gerade auf ihr 5. Album vor. Und es gibt schon einige Nummern. Ich kenne das Material noch nicht so gut, also sind noch ziemlich am Anfang. Aber bei Brings könnte es sein, dass das nächste Album ist. Du versuchst es noch einmal, doch du bleibst allein. In deiner Not, du glaubst es kaum, da gehst du auf die Knie. Und du fängst zu beten an, so was gab es früher nie. Bitte, bitte, Mama, gib mir den Glauben zurück. Bitte, bitte, Mama, gib mir den Glauben zurück. Ich will Liebe, ich will Glück. Bitte, bitte, Mama, gib mir den Glauben zurück. Ja, aber es gibt ja viele Bands, da passiert es tatsächlich, dass sie auch eine Single auskoppeln, die wird dann der große Hit und wird rauf und runter gespielt, bis man es nicht mehr hören kann und dann hört man nie wieder was von der Band. Könnte euch sowas passieren? Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Also ich finde das nicht so schön, wenn das passieren würde. Ich glaube auch, das ist halt wie immer, wie überall im Leben. Und umso höher du kommst, umso dünner wird die Luft. Und wenn du dann da oben bist und dann ganz schnell wieder da runter kommst, dann weißt du ja, wie das da war. Und das ist, glaube ich, nicht so gut. Ich glaube, wenn das so Stück für Stück geht, ist das besser. Also, bei uns könnte es im Moment ein bisschen schneller gehen. Aber das denkst du immer. Und wenn du einsam bist, Da gibt es ja immer Leute außenrum, die da noch mit rumwühlen. Also ihr habt eine Managerin, die sich darum kümmert, dass ihr Auftritte bekommt. Ihr habt aber auch Produzenten und so. Wie weit lässt man sich denn von solchen Leuten reinreden? Viel zu oft. Immer wieder passiert das, viel zu oft. Die Plattenfirma redet viel zu viel rein. Wir haben auch schon das Problem gehabt, dass ein Manager mit reingeredet hat. Ein Produzent ist eine Vertrauensperson, der muss reinreden, das ist sein Job. Für uns war halt wichtig, Deutsch zu singen, weil wir einfach was Neues probieren wollten. Wir haben 3 Jahre lang im Dialekt gesungen und eine Band lebt auch weiter. Und neue Ufern waren irgendwie am Start. Und wir wollten es ausprobieren. Ob das jetzt glücklich war oder nicht, weiß ich noch nicht. Mir gefällt das Album gut. Ich stehe dahinter und nach wie vor.
Und deswegen, wir machen uns auch gar keine Gedanken drüber. Wir sind jetzt am Schreiben, wir haben Nummern im Dialekt geschrieben, in Hochdeutsch, mal gucken, wie es kommt. Die bessere Nummer gewinnt. Wichtig ist, dass die Leute nach dem Gig kommen und sagen, Jungs, ihr habt uns voll bedient. Irgendwie, das war's. Danke. Irgendwie, das ist klasse. Wenn du das gemacht hast, können die nach Hause gehen und haben 25 Mark bezahlt oder 20 und sagen, das hat sich gelohnt. Dann hast du einen guten Job gemacht. Wir sind der Entertainer. Hey, bitte, bitte, Mama, gib mir den Glauben zurück. Bitte, bitte, Mama.